Haha, es ist mal wieder Zeit. Der Fotograf kommt auf den Hof und wir sind kurz davor, die letzte Ausgabe final zu gewinnen und dementsprechend melde ich mich wieder. Ich habe jetzt offline mal wieder einiges gemacht. Naja, ich habe es aber eigentlich gar nichts verpasst. Ein paar kleine Erntetage, ein großer Erntetag und wie der Zufall es so will, haben wir jetzt sogar direkt wieder einen großen Erntetag. So. Was sehr, sehr gut ist, weil uns fehlt noch einiges an Geld, das wir brauchen. Das wir zwar niemals ausgeben können komplett, aber wir brauchen es trotzdem. Das hängt nämlich mit den Trophäen zusammen, also mit den Achievements. Wir brauchen insgesamt $1 Million. Und ich glaube, ich habe das auch noch nie erwähnt. Weil ich wollte das immer so ein bisschen im Hintergrund halten. Aber dadurch, dass ich mir relativ sicher bin, dass die nächste Folge die letzte wird, die sozusagen die 100% Folge, muss es jetzt fast mehr erwähnen. Das heißt für mich eigentlich, ich muss wieder mehr offline erspielen. Also im Prinzip einfach nur dem normalen Tagesgeschäft nachgehen. Und immer wenn was Interessantes passiert, eben wie zum Beispiel Jahrmarkt oder eben wie jetzt der Tag des Fotografen, dann melde ich mich wieder und dann erleben wir den ganzen Spaß zusammen. Okay. Ah ja, stimmt. Das Schaf braucht ja nur ein blaues Band. Das werden wir auch in dieser Folge nur sehen. Oh ja, in dieser Folge werden wir einige Achievements kriegen. Uns fehlen, glaube ich... Okay. Lass uns mal kurz durchrechnen. 2 Jahre Hof aufrechterhalten, 3 Jahre Hof aufrechterhalten, ein ganzes Jahr die Tiere pflegen. Also ich schätze mal, die dürfen nicht krank werden. Was wir sowieso mit dem Pflegeplan outplayed haben. Lol. Genau, dann die Herbstausgabe. Damit eben zusammenhängt die komplette Jahresausgabe. Dann das blaue Band fürs Schaf. Damit dann eben noch ein blaues Band für alle Tiere. So hast 7 Achievements. Na, doch nicht. Sondern die Million. Also 8 Achievements. Aber ich dachte einfach so, wir schauen dann einfach gleich nochmal nach. Nachdem wir hier alles gesät haben. Und in der letzten Folge... Oh Mann, das war so dumm. Ich habe vor lauter... Keine Ahnung. Vor lauter Spaß, den ich gehabt habe, oder was weiß ich. Habe ich vergessen, dass wir ja pünktlich zum Monatsbeginn, Jahreszeitenbeginn, unsere ganzen Abos verlängern. Aber das Problem ist ja jetzt beseitigt. Ich habe die ganz einfach noch gekauft und am nächsten Tag war dann der ganze Unrat beseitigt, sagen wir mal so. Ich glaube, ich kann euch aber gleich mal sagen, dass dieser und der nächste Part, eben der vorletzte und der letzte Part, voraussichtlich etwas kürzer werden. Ich meine, wir haben schon einiges gesehen. Das Game ist nicht das umfangreichste. Klar, wenn du die ganzen Trophäen machst, musst du schon ein bisschen was dafür machen. Aber genau aus dem Grund werden diese und die nächste Folge eben ein bisschen kürzer, weil ich viel offline machen werde. Weil der ganze Spaß eben nicht so abwechslungsreich ist. Gut. Alles ist wieder perfekt angesät. Wir schauen einfach mal, was der Fotograf sagt. Oh, wir haben auf Punkte gekriegt. Das heißt, dass wir die Ausgabe gewonnen haben. Schauen wir natürlich gleich nach. Okay. Da ist sie. Die Herbstausgabe. Oh, Moment mal. Sich für alle Bilder der Jahreszeit zu qualifizieren, ist eine große Leistung. Ja, haben wir ja. Wo ist die Trophäe, verdammt? Oh. Wann kriegen wir die? Oh, das ist jetzt unangenehm. Aber ich habe recht gehabt mit 8 verschiedenen Trophäen, die nur fehlen. Jetzt sind es nur 7. Ja, eigentlich ja 6, aber... Ja, schauen wir mal. Warten wir mal ab. Gut. Die zwar werden wir auch noch machen. Hier, das hier und das Schaf. Ja, die zwar dauern eben noch. Genauso wie das hier. Und das Vieh wird jetzt dann bald käme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich schon Tiere habe, aber ja. Lang kann es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. So, Thema blaue Bänder. Wie ich vorher schon gemeint habe, wir werden jetzt in dieser Folge nur die 2
Trophäen dafür machen. Deswegen können wir ja gleich mal schauen, wie es dem Schaf jetzt überhaupt geht. Das habe ich ja sehr, sehr lang, sehr, sehr gut gepflegt und jetzt langsam, und jetzt langsam sollst du echt mal, genau, die 7 von 7 haben. Du bist angemeldet. Okay, dann baue ich ja keine Scheiße jetzt. Und hier 5-mal dieser kleinen Mist. Den können wir direkt mit der Hand beseitigen. Perfekt. Ha! Ich war zu dumm zum Checken, dass jetzt gerade nur mehr was kosten hat. Wir haben erst am nächsten Tag diese Auszeichnung gekriegt. Und jetzt sind wir fucking Legend. Wir sind die Legende auf dem Hof, ja? Nice. Und ganz nebenbei haben wir natürlich den kleinen Erntetag auch wieder gemeistert. So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie viele Punkte wir noch morgen rausholen können durch die Bänder. Und die Trophäen, die wir ja dann wahrscheinlich kriegen, weil das Schaf sollte sich mittlerweile zusammengerissen haben. Wenn nicht, ja verdammt scheiße, Mann, dann bist du halt nur mal Jahreszeit bei mir. Aber so weit lassen wir es nicht kommen. Ah ja, stimmt. Ich wollte ja eigentlich auch nur mal einen neuen Stil ausprobieren. Und zwar von den Gebäuden. Ich probiere jetzt mal ein bisschen rum. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob dieses Blau oder dieses Blau. Ich glaube, das hier ist zu gewagt. Genau deswegen machen wir es. So, Kleidung. Und ganz ehrlich, ich mag weiterhin mit dem Vario-Stil fahren. Ich finde den so geil. Ja. Ja doch, hä, das kann man wohl machen. Oder? Ja doch. Hey, das Blau ist ja richtig nice. Das lasse ich so. Das gefällt mir. Und ab die Post. Es ist mal wieder Zeit. Der Jahrmarkt steht, oh. Und ganz ehrlich, bevor ich darüber gehe, kümmere ich mich um den Hof. Ich muss einfach. Ich möchte hier jetzt erstmal fertig werden. Und dann kommt der Spaß. Beziehungsweise dann die Punkte. Die Erfahrungspunkte. Die hart erwirtschafteten XP müssen warten. Das ist natürlich auch die Frage, ob es nur mal einen weiteren Rang gibt. Du weißt, du hast den höchsten Rang, wenn du den Pavillon kaufen kannst. Deswegen schauen wir dann doch auch gleich mal nach. Kostet ja irgendwie 100.000 oder so. Da sparen wir erstmal auf die Million. Und dann kommt der Pavillon. Alles andere hat keinen Sinn. Das dauert sonst zu lang, hier nur mal 100.000 zu erwirtschaften. Genauso wie mit dem Ausbau des Hauses. Gibt es ja auch nochmal eine dritte Stufe, wie wir wissen. Der auch nochmal scheiße teuer wird. Und es macht ja keinen Sinn, das im Prinzip doppelt Rate zu arbeiten. Sondern du erarbeitest erst mit diesem Achievement und dann gibst du das Geld aus. Einzig logische Folge. Okay. Schaut euch sauber aus. Und jetzt holen wir uns fucking nochmal 2 Achievements ab. Let's go. Und yes. Ring, 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 ring. Das waren Free XP. Okay, wie schaut's aus? Pavillon. So, ist Legende. Ist. Oh, warte mal, der kostet nur 25.000. Ich glaube hier Bullshit von wegen 100.000. Dann war das Haus ausbauen, waren 100.000. Anyways, ich beschwere mich nicht. Wir müssen trotzdem die Millionen erreichen. Gut, Pavillon, du wartest trotzdem noch. Weil 25.000 sind auch 25.000. Also wahrscheinlich, es schaut so aus, als gäbe es keinen höheren Rang. Wir sind ausgemerkt praktisch vom Level her. Da habe ich auch nichts wirklich dagegen. Oh! Ich habe mir gerade gedacht, hey, what the fuck? Warum habe ich jetzt nur mal mehrere Punkte? Und dann ist es passiert. Wir haben nicht nur die Trophäe für alle blaue Bänder bei Tieren oder eben die Jahresausgabe, sondern jetzt haben wir auch die Trophäe gekriegt dafür, dass wir unsere Tiere ein Jahr lang gesund gepflegt haben. Das ist doch schön. Und schon fehlen uns nur 5 Achievements in dieser Folge. Bisher. Mal schauen, wie es weitergeht.
Obwohl, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ihr habt gesagt, die Folge wird kürzer. Dementsprechend gibt es die letzten Achievements, praktisch die 100% in der nächsten Folge, liebe Leute. Die findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.